Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen daheim, guten Abend. Toll, meine Damen und Herren, dürfen wir die Stunde zusammen mit euch teilen in dieser kalten Winternacht. Und ich denke, wenn wir schon unser Motto bekannt geben, dann lasst das aufhorchen, denn es heisst, wenn alle Stricke reißen. Und wenn man diese Redewendung als Person braucht, dann ist man sich wahrscheinlich schon im Klaren, dass nächstens der Plan B muss zum Einsatz kommen, wenn man damit nicht abstürzen will. Wir haben Ziele von Persönlichkeiten, die über eigene Erfahrungen mit dem Plan B sprechen. Das sind nämlich meine Gäste heute Abend. Für diesen jungen Mann war der stolze Segler Salomon der Notstrick, dass er sich wieder zurechtgefunden hat in seinem schwierigen Leben. Das auch dank seinem Begleiter. Und sie sorgt für sichere Seile, die gute Seele von der Felskinnbahn Saas-Fee, als erste Frau als Seilbändlerin, wenn der dreckige Hang noch luftige Arbeitsplätze scheucht. Und der Mann weiss, wieso man sich vor dem Alterwerden oder Älterwerden nicht fürchten muss. Er zeigt uns, wie man mit Gelassenheit sein Leben auch meistern kann. Ja, meine Damen und Herren, und wenn ich schon sage, wenn alle Stricke reißen, dann hoffe ich, dass das Seil, das ich mir jetzt dran habe, nicht reisst. Denn das wäre der Super-GAU für meine ersten beiden Gäste. Sie sind nämlich auf dem Seil fast sicherer als unsere eins auf dem Boden. Und das nicht einfach allein, sondern im Doppelpack, wo es eigentlich darum geht, dass man sein eigenes Gleichgewicht mit der Balance von seinem Partner muss austarieren muss. Wie das so genau geht, das zeigen sie euch jetzt gerade in einem wunderbaren und atemberaubenden Akt, nämlich das Seiltanzduo Effarts. Ich habe ja schon zittert beim Zuschauen, wenn man allein auf dem Seil herumtanzt. Und ihr macht es zu zweit. Wie viel Zeit verbringt ihr auf dem Seil? Ja, fast täglich und bis 3 Stunden pro Tag. 3 Stunden pro Tag. Das ist wie die Voraussetzung, dass man so sicher darüber gehen kann. Jetzt denke ich mir, allein ist es schon schwierig. Ihr macht es zu zweit. Ja, es macht es schon ein bisschen schwieriger. Weil im Seillauf haben wir eigentlich wie Fixpunkte auf beiden Seiten. Und normalerweise, wenn niemand auf dem Seil ist, sieht man die Fixpunkte und dann jemand vor dran steht und auch noch bewegt, macht das Ganze viel schwieriger. Und man muss auch, wenn man zum Beispiel zusammen tanzt auf dem Seil,
muss im gleichen Rhythmus sein, sonst wird es auch schnell recht gefährlich. Ihr höckelt jetzt da wie zwei Schwalbeli auf dem Telefondraht. Das scheint extrem bequem zu sein. Es wird Seile so eine Art zweite Heimat? Ja, mal wird es eigentlich schon. Ja, also ein Ort, wo man sich eigentlich sehr wohl kann fühlen, nicht immer wohl fühlt, aber wenn es gut läuft, fühlt man, ist es ein sehr schöner Ort. Ja. Ja. Jetzt haben wir Stuhl da, jetzt könnt ihr langsam ein bisschen bequemer höckeln. Ich gebe euch auch noch ein Mikrofon, damit wir noch ein bisschen zusammen berichten können. Ihr habt es schon gesagt, zu zweit muss man aufeinander auch Rücksicht nehmen. Das heisst, man muss schauen, dass das Seil nicht zu fest vibriert. Was passiert, wenn man so plötzlich in so eine unsichere Situation kommt? Kann man die immer wieder richtig auffahren? Ja, idealfalls schon. Also klar, es gibt auch Momente, wo das Gleichgewicht sehr weit weg geht. Also man ist nicht mehr im Gleichgewicht. Und zum Teil kann man auch einander helfen. Also man kann tatsächlich Hand geben und versuchen, einander auch nachher zu helfen. Im schlimmsten Fall fällt man runter. Von dem her ist das auch nicht so dramatisch. Aber wenn man den Fuß verpasst, dann reibt das schon ziemlich auf. Wie viele blaue Mösen hat er schon eingefangen beim Runterfallen? Ja, blau, schon ein paar. Ja, klar, ich bin ja nicht die Jüngste und mache schon lange Seil. Und ja, ich würde mal sagen, geht schon, pro Jahr geht man sicher 4-5 Mal, ein bisschen blöder, aber wo man dann wirklich schlimme Schürfungen hat oder Rippenprellungen. Aber ich muss sagen, bis jetzt habe ich eigentlich sehr Schwein gehabt, ich hatte jetzt noch nie eine grössere Verletzung gehabt, ja. Aber es gehört zum Seillaufen. Und zum Glück weiss man nicht, wenn es passiert, weil genau. Dann würde man es nicht machen. Oder? Ja. Ihr seid auf dem Seil, ein Paar, aber auch privat. Was war zuerst? Die Liebe oder das Seil? Liebe. Das war erst und wir haben schon gewusst, dass wir beide als Seiltänzer sind. Und dann ist das so wie eine natürliche Folge gewesen. Also wir haben auch herausgefunden, dass wir ähnliche Interesse haben, überhaupt um Artistik irgendwie zu machen, zum Trainieren, sich auszudrücken. Und dann ist das wie recht eine natürliche Folge eigentlich gewesen, dann zusammen etwas zu entwickeln. Wie ist es, wenn man vor dem Auftritt Lampen hat zusammen und nachher muss man wunderbar auf dem Seil schwebend einander tief in die Augen schauen? Ja, eigentlich beim Auftritt ist es eigentlich nie ein Problem. Oder jetzt, ich habe das Gefühl, dass, für uns beide ist das kein Problem. Es ist mehr schwierig, zum Beispiel, wenn man gut trainieren und dann irgendwie beim Training Lampen hat und dann sollte man am Abend noch, ja, ist man ja gleich auch zusammen, oder? Man schläft im gleichen Bett und man ist im gleichen Haus. Und das ist manchmal schwierig. Also ich glaube, Dula kann das wahrscheinlich noch besser trennen. Ich habe manchmal Mühe mit dem. Also ich nehme manchmal auch die Arbeit mit heim und das ist sicher nicht so. Aber Auftreten ist kein Problem. Ich kann wirklich sagen, okay, jetzt muss man ist Showtime. professionell vor allem abstrahieren. Ja. Ulla, wie war es bei euch? Habt ihr Artistenblut schon in der Familie gehabt? Also vor mir und meiner Schwester nicht, aber wir sind beide Artisten, ja. Also eure Eltern überhaupt nicht und beide Schwestern haben gefunden... Genau, also das ist wirklich gewesen, als Jugendliche haben wir etwas gefunden in Zeitung, dass Jugendzirkusschule sucht neue interessierte Akrobatinnen und dann sind wir Vollgas dabei und haben nicht mehr loslassen. Ist es ein Traumberuf, Seiltänzerin zu sein? Habt ihr das immer schon wollen? Artist würde ich sagen, ja, Seiltänzerin nicht unbedingt. Also ich fand das ehrlich gesagt ziemlich langweilig, wenn ich klein war. Und ich wollte eigentlich in Luft schwingen und Trapez machen und alles, was in Luft geht. Habe ich auch probiert, also einen Moment lang Trapez gemacht und alles. Und dann irgendwann habe ich mich auf den Seil gefunden, kann ich nicht erklären. Und das Gefühl auf den Seil hat mich total mitgenommen. Bei euch ist es ja noch ein anderer Hintergrund. Ihr kommt aus der Familie vom Circus Monti. Hat man da überhaupt als Bub eine Chance, etwas anderes zu machen, als Artist zu werden? Ja, eigentlich schon. Also, unsere Eltern haben immer gesagt, ihr müsst nicht im Zirkus bleiben, ihr könnt auch einen anderen Beruf machen, ihr könnt aussteigen. Und ich habe eine Zeit lang auch wollen, zum Beispiel Tierarzt zu werden. Aber irgendwann haben wir gleich einfach das Zirkusfieber zu fest gepackt, vor allem einfach die Artistik. Und ich bin dann aber im Zirkus, also ich habe aufgehört beim Zirkus Monti, also im Familienzirkus vor 12 Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche einfach es braucht zu viel Energie, einfach in der Geschäftsleitung zu sein und so. Und ich habe wirklich Lust gehabt, mich mehr aufs Artistische zu konzentrieren. Und ja, wieder das halt schon logisch von klein auf bin ich in das Geschäft hineingewachsen. Man wird auch in diesem Beruf älter, ein bisschen unbeweglicher, auch wenn man viel trainiert. Macht das auch ein bisschen Angst für die Zukunft? Ja, Angst nicht wirklich, manchmal schon. Also nicht jetzt rein vom Physischen her, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt noch relativ fit und
mit der Erfahrung, also mit dem Älterwerden, merkt man ja, wie funktioniert der Körper. Ich habe zum Glück einen sehr guten Osteopath, der sehr hilft. Und ich weiss langsam, wie ich muss mit dem Körper umgehen. Ich denke, ich kann sicher noch 10, 15 Jahre auf dem Seil rumtanzen, wenn alles gut läuft, wenn ich mich schwer verletze. Aber es ist mehr, okay, was kommt nachher? Was kommt denn nach dem Seiltanzen? Weil, ja, Seiltanzen ist mein Beruf, ich habe keinen anderen Beruf gelernt. Das macht manchmal ein bisschen Angst, sicher, ja, stimmt. Wie ist es bei euch, Ulla? Ich denke nicht so viel vorwärts oft. Ja, ich lebe gerne den Moment eigentlich und sonst ich hätte auch einen anderen Beruf wahrscheinlich. Ich komme nicht von einer Zirkusfamilie, wenn ich hätte wahrscheinlich irgendwie logisch gedacht oder irgendetwas. Aber schön habe ich das nicht gemacht. Ich liebe meinen Beruf. Und was nachher kommt, weiß ich auch nicht. Also momentan machen wir natürlich schon andere Sachen, also zum Teil Regiearbeit, Choreografiearbeit, Unterstützung für andere Projekte. Und das könnte ich auch vorstellen, so etwas weiterhin zu machen, auch wenn ich älter bin. Euer Projekt, das nächste, ist, dass jedes allein auf Tour geht. Ist das der Anfang von Scheidung? Ich hoffe es nicht. Nein. Aber ich denke, also ehrlich gesagt, es tut manchmal auch gut. Also, Trend auch aufzutreten, Trend die Projekte, also Projekte haben, wo wir nicht immer im Duo sind. Weil eben, seit 12 Jahren arbeiten wir zusammen, wir sind zusammen nicht unterwegs ja, auf Tournee, was sehr schön ist. Aber manchmal, ich bin jemand, der immer wieder mal ein bisschen selber Zeit braucht für mich selber und so. Und darum passt es jetzt eigentlich gerade gut. Also eben, Dula ist in Deutschland auf Tournee, ich bin in St. Gallen ab Ende Mai. Und ja, nein, das ist eigentlich spannend, mal so zu arbeiten. Ja, ja. Und sonst gibt es ja so mobile Mittel, wo man sich immer wieder ein bisschen gegenseitig aufmuntern kann, oder? Wenn man jetzt einsam werden sollte. Das ist sicher so. Und eben so alleine kann man auch vieles anderes machen, was man nicht zusammen jetzt... Man kann ja nicht alles zusammenpacken, sonst wären die Seiltanznummern stundenlang, keiner kann das zuschauen. Von dem her gibt es die Möglichkeit, immer wieder alleine auch etwas Eigenes auszuprobieren, was auch sehr spannend ist. Ja. Dazu wünsche ich euch kein Seil, das reisst und hauptsächlich nicht, dass alle Stricke reißen, sowohl in der Beziehung wie auch in der Karriere. Und danke vielmals fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns am Schluss der Sendung noch. Ja. Ich möchte euch noch einmal über die Seile tanzen. Bis dann. Ulla, danke vielmals. Alles Gute. Ciao, Andreas. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, vom Seil wieder zurück ins feste Leben. Ich glaube, wir kennen alle diese Situation, hauptsächlich so rund um die runden Geburtstage. So plötzlich die grosse Lebenskrise, wo man sich sagt, ja, ist es jetzt das schon gewesen? Wird jetzt nur noch älter und nachher ist fertig, Schluss, fini, Ende der Durchsage. In einer Zeit, wo ja alle immer mehr daran denken, dass der Jugendwahn etwas ganz Wichtiges ist, gesund, fit und schön daherzukommen, ist vielleicht manchmal das Älterwerden so etwas wie eine Krankheit, wenn man es so empfindet. Wie geht man damit um? Da weiss mein nächster Gesprächspartner richtig Bescheid. Er ist Philosoph und hat sozusagen die Art, die Kunst des Älterwerdens entdeckt. Da können wir alle profitieren. Herzlich willkommen, Wilhelm Schmid. Herr Schmid, guten Abend. Möchten Sie aufs Seil? Ich falle sofort runter. Sie sind vor knapp 2 Jahren 60 geworden, runden Geburtstag gefeiert. Haben Sie das gelassen gemacht? Nee, das hatte ich mir so vorgestellt. Einen schönen Geburtstag feiern. Ich hatte nach dem ersten großen runden Geburtstag 50, ja vorher ist das ja nicht relevant, aber ab 50 habe ich mir vorgenommen, ich feiere gar keinen Geburtstag mehr, weil dann werde ich auch nicht älter. Mhm. Hat aber nicht funktioniert. Dann bin ich zum Gegenteil übergegangen und habe meinen Geburtstag ordentlich gefeiert. Das habe ich mir immer vorweg ausgedacht. An einem schönen Ort, ich mit mir allein, ich komme recht gut mit mir zurecht. Mhm. Und schön essen, was trinken, spazieren gehen und dann am Spätnachmittag nach Hause und dann noch mit der Familie was machen. Aber das hat nicht funktioniert am 60. Was ist passiert? Gongschlag, Mitternacht, hat mich eine Unruhe überfallen, die habe ich lange nicht mehr so gekannt. Und haben sich mir Fragen aufgedrängt. Was hast du bisher gemacht in deinem Leben? Hast du irgendwas erreicht? Und die Antwort war klar, nee, gar nichts. Mhm.
Und wie viel Zeit hast du noch? Immer Die paar weniger. Jahre noch. Und da willst du noch was auf die Beine stellen? Also das hat mir den ganzen Geburtstag versaut. Und das hörte auch nicht auf. Also das war nicht nur dieser Tag, das ging wochenlang so. Und bevor ich völlig zusammengebrochen bin, habe ich mir gedacht, ich bin ja Philosoph, der muss sich ab und zu selber auch Fragen stellen, was brauchst du denn, Kerl? Und die Antwort war klar, ich brauche Gelassenheit. Haben Sie Vorbilder, das Leben endet ja in der Regel tödlich, das ist so eine Eigenschaft, die unser Dasein innehat. Haben Sie Vorbilder, wie andere Menschen damit umgegangen sind, dass jetzt die Zeit immer ein bisschen weniger wird? Ja, darauf habe ich mich dann besonnen. Ich hatte schon lange meiner Mutter über die Schulter geguckt, die zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr lebte, aber eine Phase des höheren Alters erlebt hat. Die war so zauberhaft, ruhig, mit allem einverstanden, ohne jede Sorge um den Tod, sondern sie hat sich gefreut, da zu sein und mit den Enkeln zu sein, war sehr zärtlich zu den Enkeln. Meine Mutter, die sehr streng war, wir waren 6 Kinder, ja, da kommen sie mit Zärtlichkeit nicht mehr durch. Das habe ich auch erst später verstanden, als ich selber 4 hatte. Aber im Alter ist sie sehr, sehr zärtlich und gelassen geworden. Und daran habe ich mich dann erinnert. Das war einer der Leuchttürme. Und der Herr Papa? Vater war schon länger gestorben. Vom Vater habe ich, glaube ich, die Philosophie geerbt. Also überhaupt das Nachdenken über alles Mögliche. Der hat über Gott und die Welt nachgedacht. Und der hat niemals eine höhere Schule besucht. Also von dem habe ich das Philosophieren gelernt. Und das brauchte ich jetzt in der Situation. Dann muss man sich ja dann überlegen, was mache ich jetzt da draus? Ich habe die Vorbilder, ich rücke aber näher, sobald die Eltern tot sind, ist man dann der Nächste in der Reihe. Wie gehe ich gelassen mit dem Älterwerden um? Was hilft, Herr Philosoph, bitte? Das habe ich dann zusammengetragen im Laufe von Monaten. Das war nicht ein Prozess von ein paar wenigen Tagen. Eins nach dem anderen, und ich wollte, dass es möglichst nahe an der alltäglichen Lebenspraxis ist, nicht irgendwelche ausgefeilten Maßnahmen, also zum Beispiel 3 Stunden pro Tag meditieren. Ich gönne es jedem, der das machen will. Mir ist das zu langweilig. Nein, es sollte etwas sein, was nicht nur ich, sondern was im Zweifelsfall jedermann, jede Frau aus ihrem Alltag heraus schöpfen kann. Und was weiterhilft, zum Beispiel Gewohnheiten zu pflegen. Da sagt man ja immer, Gewohnheiten, die zerstören die Freude am Neuen. Wieso soll ich jetzt Gewohnheiten pflegen, wenn ich älter werde? Ich möchte natürlich auch offen sein für Neues, aber offen für Neues können diejenigen sein und auch lange sein, die sich zurückziehen können in etwas Wohlbekanntes, gut Vertrautes, und das sind Gewohnheiten. Ansonsten müsste ja jeder morgens schon vorm Aufstehen sich überlegen, lohnt sich das überhaupt, aufstehen? Es ist schon gut eingerichtet so, dass das die erste Gewohnheit des Tages ist. Irgendwann springen wir raus, springen ins Bad, Achtung, Gewohnheit, eigentlich gar nicht statthaft. Hinterher Frühstück, Achtung, Gewohnheit, sollte man sich noch mal gut überlegen, ob das wirklich stimmt. Frühstück, dass das gesund ist, und warum immer dasselbe frühstücken. Also wir brauchen Gewohnheiten, weil Gewohnheiten automatisch ablaufen und uns keine Kraft kosten. Und das brauchen wir beim Älterwerden. Unweigerlich verlieren wir Kräfte beim Älterwerden. Und die müssen wir auffangen. Wie ist es mit Zärtlichkeiten? Mit Zärtlichkeiten? Mit Berührungen und darunter auch Zärtlichkeiten. Ja, das ist einer der Punkte, die wir brauchen, die wir auch frühzeitig präparieren können, damit wir nicht im Alter erst damit anfangen müssen. Berührung, im Grunde weiß das ja jeder und jede, der schon mal jemals umarmt worden ist. Wie hatten das getan, das umarmt werden? War das ärgerlich? Nein, in aller Regel ist das hochwillkommen und eine wunderschöne Angelegenheit und beruhigt sofort den Puls, kann man auch messen. Also dann brauchen wir Berührung. Im Prinzip ist Berührung in der Ehe erlaubt. Das wissen nicht alle. Eigentlich ist sie dafür da, oder Beziehung überhaupt. Erinnern Sie mal Ihr Gegenüber daran. Der Philosoph hat es gesagt. Und wenn es schon nicht mehr zur Umarmung reicht, aber wenigstens Händchen halten. Und wenn das auch nicht geht, dann wenigstens ein Haustier streicheln. Die Katze, den Hund.
wenn es schon das menschliche Haustier nicht mehr hergibt. Was empfehlen Sie weiter, um die Gelassenheit zu lernen? Etwas, was auch schon früh präpariert werden sollte, um dann später groß davon profitieren zu können, ist Freundschaft. Alle, die in Freundschaft leben, je enger die Freundschaft, desto wunderbarer. Man kann zum Freund gehen, kann sich bei dem über Ärgernisse beklagen und macht die Erfahrung, wenn ich mich beklagen kann, ist es schon wieder nur die Hälfte so ärgerlich. Und das wirkt natürlich vor allem beim Älterwerden. Wir können Freundschaft neu schließen, bis wir 80 und noch älter sind, aber dann haben wir nicht die Erinnerung durchs ganze Leben hindurch. Und das zeigt sich, das ist besonders wertvoll beim Älterwerden, mit einem Freund in alten Erinnerungen zu schwelgen, sich die alten Geschichten, die wir alle auswendig kennen, nochmal zu erzählen. Das ist ganz wichtig, weil sonst will es ja keiner hören. Was raten Sie mir als nächsten Punkt? Naja, Lüste kann man auch beim Älterwerden genießen. Es ist ein Mythos, dass das Älterwerden nur mit Schmerzen zu tun hat. Damit auch, ja. Deswegen brauchen wir auch eine gesteigerte Hinnahmefähigkeit. Es kommen Dinge auf uns zu, die ziepen, die wehtun. Und da sind wir noch gut bedient, wenn es nur ein bisschen wehtut. Auf der anderen Seite aber Lüste zu genießen. Die Lüste der Erinnerung, die Lüste des Gesprächs. Wir haben eher die Zeit auch für Gespräche. Wir haben die Zeit für Muße. Das, was wir uns im Erwerbsleben immer gewünscht haben, jetzt haben wir das. Die Zeit dafür, uns einer Sache zu widmen, nur weil sie uns spannend erscheint, nur weil es uns gefällt. Wir müssen uns nicht mehr fragen, kannst du damit auch mal Geld verdienen? Die Zeit ist vorbei. Und es gibt auch noch Sex im Alter. Da geht die Schere leider etwas auseinander. Bei dem einen noch virulent, bei dem anderen hakt. Und dummerweise sind die häufig ein Paar. Rufen Sie auf zum Seitensprung? Das soll jeder so handhaben, wie er oder sie möchte. Eins ist sicher, beim Älterwerden gibt es kein One-Night-Stand-Burnout mehr. Ja. Der droht nur den jüngeren Menschen. Jetzt ist die Leidenschaft nicht mehr da, heute hier und morgen dort. Jetzt sind die bewährten Freundschaften und auch Lieben, wenn wir mal im Plural sprechen dürfen, die bewähren sich jetzt. Die Endlichkeit ist gegeben. Müssen wir ihr dankbar sein? Ist das ein Wert im Dasein, dass es wirklich für alle zu Ende geht? Das ist in der Tat etwas, was vielleicht Menschen gelassener machen kann. Bei mir selber beobachte ich sowas. Moderne Menschen sind böse über den Tod. Das größte Ärgernis der Existenz. Woody Allen macht damit immer seine Filme. Ja gut, dann schaff ihn halt ab, möchte ich ihm gerne zurufen. Schaff ihn ab. Wie lange willst du denn leben und Filme machen? 10.000 Jahre? Und wer geht so lange da rein? 100.000 Jahre? Es könnte sterbenslangweilig sein, das Leben. Leben wird wertvoll dadurch, dass es zeitlich relativ eng begrenzt ist. Dass es eng begrenzt ist, wird uns leider erst beim Älterwerden klar. Wenn wir jung sind, da stehen alle Tore offen und an Tod ist nicht zu denken. Und das ist auch in Ordnung so. Junge Menschen müssen sich nicht mit dem Tod befassen. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, das seit Monaten auf der Bestsellerliste ist. Macht Erfolg auch gelassen? Also, ich beklage mich nicht. Es ist schön, jetzt beim Älterwerden, auch eine Ernte einfahren zu dürfen. Es ist ja nicht so, dass jedes Buch ein großer Bestseller wird. Ich habe etliche Bücher geschrieben, für die sich zwar auch Menschen interessiert haben, aber nicht übermäßig viele. Just vor 2 Jahren war das der Fall. Da habe ich ein Buch über den Sinn geschrieben, von dem ich meinte, das ist doch was für die Menschen, die nach Sinn fragen. Aber es ist eben kein Bestseller geworden. Und ich war fast böse darüber, weil so ein Buch kostet ja locker 5, 6, 7 Jahre Lebenszeit, die investiert wird. Und umso schöner ist, wenn nun die Gelassenheit so viele Menschen erreicht. Wenn ich das Buch gelesen habe, ich mache den Deckel zu, dann bin ich gelassen? Ja. Hand aufs Herz. Ja.
Gut, eine Garantie dafür gibt es nicht, aber bei mir selber hat es funktioniert, sonst hätte ich es auch nicht gewagt, das in Buchform Das heißt, zu bringen. man muss es auch ein bisschen üben, oder? Es ist eine Frage der Übung. Es ist gut, früh damit anzufangen, aber es ist auch gut, nicht zu erwarten, dass man in der Stressphase des Lebens, wenn man so viel unter einen Hut kriegen muss, Karriere und Familie und Freunde und so weiter, zu wissen, dass da die Gelassenheit darin besteht, dass man nicht gelassen sein kann. Uns aber dann doch noch wird, wenn die Jahre ein bisschen mehr angeschlagen haben und wenn man vielleicht weiß, dass jetzt das letzte Drittel angebrochen ist in seinem Dasein. Jede und jeder darf zuversichtlich sein. Das dritte Lebensalter, in dem ich jetzt selbst auch bin, das geht noch bei sehr vielen relativ verträglich. Heute, ja, das war auch schon anders. Dann kommt das vierte Lebensalter, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber es kommt ja dann erst noch das hohe Alter zwischen 100 und 125. Da lassen wir uns überraschen, Herr Schmidt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Achtung, das Seil. Ich möchte nicht, dass Sie jetzt in Gelassenheit da unter dem Seil rumfallen. Und ich danke Ihnen fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, so ein bisschen mehr Gelassenheit. Das probieren wir doch jetzt aus. Apropos, meine Damen und Herren, wenn ihr mal Lust habt, mir über das zu schauen beim Arbeiten oder ein paar von unseren Gästen noch live mitzuerleben, dann kann man bei uns Ticket bestellen. Ihr seht es jetzt gerade eingeblendet und wir freuen uns natürlich, euch hier bei uns im Studio zu begrüßen. Und jetzt begrüße ich einen ganz anderen Gast. Sie ist wirklich ein Original, das kann man so sagen. Sie ist meistens mit Helm, Gurt, Sicherheitsseile und Werkzeugen unterwegs und turnet jetzt aber nicht irgendeiner Felswand umeinander, sondern auf Masten oben. Sie, genau gesagt, ist auf Seilmasten, unter anderem daheim. Sie ist nämlich die erste Frau, die Seilbahnerin geworden ist und dafür sorgt, dass Passagiere jeweils von der Felskinnbahn in Saas-Fee auch sicher auf den Gipfel raufkommen. Was das im Alltag bedeutet, dass nämlich nicht alle Stricke reißen, das erzählt jetzt Karin Huber. Herzlich willkommen. Frau Huber, bitte da. Nehmen Platz. Man muss immer so ein bisschen gebückt unter unsere Seile durch. Nur das bin ich gewöhnt. Das seid ihr euch gewöhnt, gell, umeinander zu turnen und zu schauen, was da noch rum ist. Jetzt seid ihr heute da und das reicht wahrscheinlich nicht mehr für heute Nacht zurück auf Saas-Fee. Nein, das geht dann morgen wieder retour. Das heisst, das Bändchen ist morgen stillgelegt? Nein, das arbeiten andere. Also ihr seid ein gutes Team, das sich da gegenseitig Ich konnte abtauschen. Ihr seid ursprünglich Bäckerin gewesen. Ja, richtig. Ja. Was führt dazu, dass man die warme Bachstube gegen die kalten Berge tauscht? Ja, also ich wollte mal etwas anderes machen. Also mal einen zweiten Beruf und eben mit den Leuten mehr Kontakt haben. Das hat Weil man in der als Bäcker Bachstube nicht ist so. man halt im Hintergrund. Oder? Erstens, das muss wahnsinnig früh auf. Das könnt ihr jetzt ein bisschen später, oder? Ja, also ein Stück später. Das ist für mich schon ausschlafen. Ihr habt eine Ausbildung gemacht als erste Frau, als Seilbahnerin. Schon in einem gewissen Alter gegenüber den vielen jungen Männern, die schon noch in diesem Kurs waren. Ihr müsst Haar auf den Zähnen zeigen, dass sie nicht durchbeissen können. Ja, also teils haben wir es einfach beweisen, dass eine Frau gerade so gut kann wie ein Mann. Und dann haben sie einem aber schnell akzeptiert. Also ich bin gut schlagen mitnehmen. Und sie auch mit euch. Ja, Mama, sie hat mich akzeptiert. Wie sieht denn so ein Tag aus bei euch auf der Seilbahn? Also man hat ja das Gefühl, der hockt in der Kabine, drückt auf den Knopf und sagt, ja, gut, okay, fahren. Und sonst seid ihr im Billetschalter. Ja, nein, mit dem ist es eben nicht gemacht. Wir haben auch noch Kontrollen, die täglichen, wöchentlichen und monatlichen, die man machen muss. Und das ist eben das, was die Gäste nicht dahinter sehen. Und wie sehen denn die Kontrollen aus? Also da macht man bei den täglichen am Morgen einen Rundgang, also durch den Maschinenraum, ob anormale Geräusche vorhanden sind oder auch wegen Öl, das rauslaufen. Ja, das wäre nicht gut, dann müssen wir dem nachgehen. Spätestens, wenn man auf der Glunken ausgeschlüpft, merkt man es. Das sollte man jetzt, Ja, glaube ich, das ist etwas unternehmen. zu viel.
Dann muss man ja die Seile kontrollieren. Die sind relativ hoch oben. Ja. Wie macht man das? Also das tut man kann es visuell kontrollieren. Das ist dann zwar sehr mühsam, weil dann muss man zu dritt, dass man abwechseln kann. Und dann fährt man ganz langsam. Also das heisst, ihr hockt oben auf dem Bändchen, oder wie? Nein, also in der Station kann man das wo hocken. Und dann schaut man es so anschauen. Aber eben, da kann man nicht länger wie 10 Minuten drauf schauen. Weil mit der Zeit wird es einem dann trümmelig. Darum ist man dort das Dritte, zum Abwechseln. Und dann muss man auch schmieren und salben, was allenthalben hilft. Das ist monatlich, das ist sehr wichtig, weil die Seile gehen über so Seilschuhe und das ist Messing. Und nachher, wenn der Eisen auf Messing reibt, das wäre nicht so gut. Das ist immer wichtig, dass eine Fettschicht dazwischen ist. Das heisst, ihr turnet zum Bändchen aus? Ja, also es ist so, wir gehen aufs Laufwerk drauf. Also nebendran hat es einen Leiter und einen Korb. Und dann fahren wir dort mit, auf den Masten. Und dann gehen wir nachher so über das Laufwerk auf den Masten. Das heisst, ihr hängt am Masten? Ja. Wie weit vom Boden weg? Also der höchste Mast ist 65 Meter. Aha. Boden. Das heisst, man muss schwindelfrei sein für diesen Job? Ja. Habt ihr schon Von mal Vorteil. Tattering? Ja, ist von Vorteil, ja. Habt ihr schon mal den Tattering gehabt? Nein, also das erste Mal bin ich gerade auf den höchsten Masten oder mitgenommen worden. Und dann hat er auch gemeint, ja, ob es ging. Und nachher habe ich dann gesagt, ja, das geht schon. Und dann, als ich dort oben war, schlussendlich, war mir dann schon ein bisschen mulmig. Oder? Man musste auch noch arbeiten dazu. Aber eben, eines ist ja das erste Mal. Und ab dann freut man sich sozusagen, wieder auf den Masten zu Ja, klettern? also jetzt, das mache ich am liebsten. Bei schönem Wetter und dann noch warm ist das Schönste. Man hat eine tolle Aussicht dort. Ja, Fast die bessere ja. als aus dem Bändchen. Ja, Wie genau. schräg schauen jeweils Passagiere, wenn sie euch als Frau dort auf den Masten oben hängen? Ja, wenn wir abends schmieren, die Kollegen sagen dann schon, eben, sie sind hier dran am Schmieren. Und dann, wenn sie dann also im Funk eine Frauenstimme hören, dann sind sie natürlich schon erstaunt. Oder? Das ist halt nicht alltäglich. Muss man auch ein bisschen erklären den Leuten, wie wichtig dass diese Arbeit ist und was die genau machen? Ja, sehr viel. Also, wenn ich in der Kabine bin, dann fragen sie auch, wie ich auf das gekommen bin. Und dann sage ich, ich habe die Ausbildung gemacht. Und eben, dass das nicht so viele Frauen oder ja, darauf Der Mut haben, das Mut, auch genau. durchzuziehen. Ja, Mhm. ja. Was ist die Arbeit, die euch am meisten stinkt? Ja, was einfach muss sein, putzen ist halt auch viel. Und das macht man vielleicht nicht immer gleich gern. Aber wenn jeder ein bisschen etwas putzt, dann gibt es jedem gleich viel. Ihr Das ist nicht so schlimm. ihr macht richtig Karriere auf der Felskinnbahn. Ihr seid ja eigentlich schon die deklarierte Nachfolgerin von dieser ganzen Equipe von eurem Chef. Ja, das wäre eigentlich vorgesehen, weil der Anlagechef kommt im Mitte September, pensioniert. Und dann wäre die Idee an sich, der würde übernehmen. die Freut ihr Bahn. euch? Ja, mal neue Herausforderung. Ihr seid als Unterländer jetzt in Saas-Fee, in den Bergen daheim. Ist das zwischen Ihnen schwierig, wenn man jetzt die ganze Zeit dort oben wohnt und vielleicht dass sich das gar nicht gewöhnt ist von Kind auf? Also am Anfang hat man sich auch ein bisschen innen anpassen, aber jetzt mittlerweile, also ich habe kein Problem. Und die Walliser akzeptieren euch als Unterländer? Ja, mal, da muss ich sagen, das ist tipptopp. Wenn ihr zurückgeht, morgen, da geht der Alltag gerade weiter. Läuft das Geschäft gut? Hat ihr genug zu tun? Kommen die Leute noch trotzdem teure Schweizer Franken? Sie haben jetzt auch gesagt, der Januar war gar nicht schlecht. Er war recht gut, erstaunlicherweise. Weil wir hatten noch viel zu tun. Also jetzt die Felskinnbahn selber 9 Tage, nur wegen Wind. Aber eben, es war erstaunlich doch gut. Also jetzt hoffen wir, dass euch die Schweizer mindestens treu halten, wenn jetzt die Ausländer vielleicht nicht mehr so intensiv kommen. Ja, das hoffen wir, ja. Und immer gut anbinden. Es hat auch schon Unfälle gegeben und das ist kein Job, wo man einfach lauern kann. Nein, das ist so. Da muss jeder Schritt überlegt sein und eben immer sichern. Und das ist unsere Lebensversicherung. Ich meine, wenn man geht, etwas schlägt man gleich an.
Aber man ist dann nicht unten. Ja, genau. Ja. Das wäre Also eigentlich noch von unten. Vorteil. Ja, genau. Ich danke euch herzlich für den Besuch, wünsche noch einen tollen Winter mit Merci. zufriedenen und freundlichen Gästen und einem Bändchen, das immer funktioniert, weil ihr so gut eingeschmiert habt. Ja. Ihr wisst ja, wie man mit Teig umgeht, dann wisst ihr auch, wie man mit Schmierseifen richtig, umgeht. ja, das ist etwas anderes. Danke vielmals. Alles Gute. Pass Merci, gut. gleichfalls. Alles gut. Hey. Schön doch, wenn Frauen also emanzipiert Berufe machen, die man ihnen eigentlich im ersten Moment gar nicht zutraut. Wir kommen jetzt zu einem Gast, der, wenn ich so ein bisschen seine Geschichte zurückschaue, ich das Gefühl habe, dass bei ihm jetzt wirklich schon in der Jugend, um nicht zu sagen in der Kindheit, fast alle Stricke gerissen sind. Als Gio konnten die Eltern nicht so richtig mit ihm umgehen. Er hat sich gewehrt, hat Lampen gemacht, war nicht richtig einzugliedern, hat die Schule geschwänzt und so ist er mit 13 bereits von einem Heim zum anderen geschickt worden, von einer Pflegefamilie in die nächste, innerhalb von 2 Jahren an 6 verschiedenen Orten sozusagen weitergegeben, bis eigentlich wirklich so kurz vor dem letzten Absturz oder als letzte Rettung man gefunden hat, man tue ihn nicht verknurren, auf einen Jugendkahn zu gehen. Ein Schiff, das Jugendliche aufnimmt und jeweils auch versucht, ihnen wieder zu zeigen, wie sie integriert werden in ein ganz normales Leben. Das ist bei ihm passiert. Nach knapp einem Jahr ist er wieder zurückgekommen, hat den Rang gefunden, hat gelernt, wieder richtig mit seinem Dasein umzugehen. Und das nicht zuletzt auch dank einem Begleiter, der ihn durch diese Zeit auch begleitet hat und heute Abend mit dabei ist, weil aus dieser Begleitung ist auch eine Art Freundschaft geworden. Herzlich willkommen, Dominique und Marion. Ich würde auch mal mit dem Seil signalisieren. Dominique, hallo, freut mich, dass du da bist. Wenn alle Stricke reißen, das ist bei dir in deinem Leben schon bereits ein paar Mal fast so weit gewesen. Wenn du jetzt zurückschaust, wie wichtig ist für dich der Aufenthalt auf diesem Jugendschiff? Ja, für mich war das sehr wichtig. Er ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Er hat mir das Nötige gegeben, das ich eigentlich brauchte in dieser Zeit. Den richtigen Rahmen und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, an mir zu arbeiten. Ja, und so eigentlich dann den Rang überzukommen. Man fragt sich, wie ist es denn eigentlich so weit gekommen? Also mit 13 hat man die wirklich so wie einen Wanderpokal von einem Heim zum anderen geschoben, von einer Pflegefamilie zur anderen. Was hast du denn immer gemacht, dass es nicht geeignet hat? Ja, das sind ganz verschiedene Sachen, die da mitgespielt haben. Sicher das eine irgendein Autoritätsproblem, dass man sich nicht richtig wahrgenommen gefühlt hat und dann irgendwie die Aufmerksamkeit sonst gesucht hat, weil man sie irgendwie nicht bekommen hat vielleicht oder so viel wie man wollte. Und das hat sich dann geäussert durch verschiedene Sachen, eben, dass man einfach nicht ganz mitgemacht hat oder nicht ganz oder einfach gar nicht? Ja, das ist immer wieder unterschiedlich gesehen. Es hat auch wieder Zeiten gegeben, wo ich mich wieder wohlgefühlt habe. Und dann ist wieder ein Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach das Gefühl hatte, nein, das passt mir irgendwie nicht so. Und bin wieder meinen eigenen Weg gegangen, der dann nicht immer so gut war. Ja. Was hat dir denn gefällt während dieser Zeit? Ja, das ist eine schwierige Frage. Was hat mir gefällt? Vielleicht auch mal eine konstante, eine längere Zeit, wo ich mit jemandem zusammen arbeiten kann, wo ich mit jemandem Zeit verbringen darf. Ja, es ist viel halt einfach eine Abfertigung, ein bisschen mehr bürokratisch als menschlich. Und das ist sicher auch das, was mir dann ein bisschen gefällt hat, dass jemand ein bisschen genauer heranschaut oder jemand auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit mehr Menschlichkeit oder Liebe da arbeitet. Sicher etwas wichtiger Punkt. Mit ja. den Eltern hast du den Rang nicht gefunden? Ja, es ist schon ein Zeitpunkt gekommen, wo dann auch aus verschiedenen familiären Problemen, die dann entstanden sind während meiner Kindheit, wo sicher auch einen schwierigen Rahmen mir eigentlich gegeben haben. Ja, und das hat natürlich auch dazu geführt,
Genau. Mario, ist es so ein klassischer Fall, was jetzt der Dominik erzählt? Und ein klassischer Fall eben auch für das Jugendschiff? Ja, es ist ein klassischer Fall. Es sind viele schwierige, haltlose Situationen herum, die dazu führen, dass es einfach nicht mehr geht im Umfeld hinein. Der Rahmen fehlt total. Es führt dazu, dass ein innerer Halt fehlt, dass es anfängt an sich selber zu zweifeln, Selbstwertprobleme und so weiter. Und das führt dazu, dass sie eigentlich immer im freien Flug sind. Und das ist der Klassiker von Jugendlichen, der nachher aufs Schiff kommt, wo wir durch einen ganz engen Rahmen einen Halt geben können. Und durch das baut sich wieder ein innerer Halt auf. Es fängt an zu kooperieren mit den Erwachsenen. Und der Jugendliche fängt an, neue Perspektiven zu entwickeln. Das heisst, du bist dort so am letzten Zack gewesen, noch nicht kriminell, nur so ein bisschen, dumme, kleine Sachen gemacht, die aber schon genügend grosse waren, für dass es nicht so einen richtigen, geradlinigen Weg gegeben hat. Mit was für einem Gefühl bist du auf das Schiff? Ja, das ist eine gute Frage. Das waren gemischte Gefühle. Auf der einen Seite habe ich nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Du bist verknurrt worden, ja, oder? Es genau, hat keine ja. Alternative gegeben. Gehst oder musst wieder irgendwie in ein Heim? Genau, dann wäre einfach der nächste Schritt gekommen, der nächste engere Schritt. Ich habe nicht ganz genau gewusst, auf was ich mich da einlasse. Ich habe sicher gewusst, oder sagen wir es ist erst später dann mir eigentlich auch richtig bewusst geworden. Man ist jetzt wirklich einmal, man ist weg von allem. Man ist in dem Sinne auch gewiss weit abgeschottet. Man hat keine Möglichkeiten, um da einfach schnell irgendein SMS zu schreiben oder den Laptop vorzunehmen und irgendwie schnell mit den Leuten heim zu kommunizieren. Aber in dem Sinne, auf was ich mich genau einlasse, habe ich am Anfang nicht genau gewusst. Wie schwierig war es, sich dort einzuordnen? Ja, also am Anfang war es sehr schwierig. Ja. Also, bis man sich einfach auch ein bisschen das gewöhnt hat. Der ganze Alltag, es ist alles komplett anders. Oder? Die ganzen Segeln und so. Es gibt auch klare Regeln. Ja. Und die muss man einhalten. Wie einfach ist dir das gefallen? Ist mir eigentlich noch recht gut gefallen. Also, auf jeden Fall auch, weil es so einen Rahmen hatte. Das ist eigentlich das erste Mal neu bin ich dort gesehen, wo so einen ganz strikten, klaren Rahmen, wo mir gesagt wurde, was ich eigentlich zu machen habe oder wie der Alltag aussieht, der Tagesablauf. Und das hat mir sicher viel geholfen, weil das vorher auch nicht überall der Fall war. Wie sieht so ein Tag aus auf dem Schiff? Ja, also um 7 Uhr ist eigentlich Tagwach. Und dann wird zuerst einmal ums Schiff geschwommen, 10 Runden. Das ist normal, das muss jeder das machen. Ist normal, jeden ja. Morgen. Das ist der Morgensport. Ist das ein Wettschwimmen auch? Ja, also ich sage jetzt mal sicher unter den Jugendlichen. Das ist schon ein Kräftemessen oder wer da der schneller ist und so, auf jeden Fall. Ja. Anschliessend wird gefrühstückt. Nachher hat jeder seine Ämtchen. Es werden verschiedene Sachen an Bord gemacht, die gemacht werden. Du warst in der Küche, gell? Genau, das ist richtig. Ich bin eigentlich der, der das Frühstück parat gemacht hat. Und anschliessend geht man zum Tagesablauf über. Der besteht entweder aus der Schule oder man macht irgendwelche Unterhaltsarbeit am Schiff. Oder man ist dann halt einfach am Segeln. Ja. Da muss man aber auch zecken, oder? Sonst, ja, auf jeden Fall. Ist das Schiff nicht auf Kurs? Ja, genau, das ist so. Es braucht wirklich jeden, der dann muss alles geben in dem Sinn, ja. Man ist nur zusammen ein Team. Wenn man nicht mehr zulässt, hat man das Gefühl, ja, das ist ja super, das ist ja wie Ferien. Das ist auch Kritik, die man zum Teil so einem Schiff gegenüber vorbringt. Also, erstens werden die jungen Leute verknurrt, sie müssen das machen. Es ist eine Art Freiheitsberaubung, sie können nicht weg, sie können nicht telefonieren und dann kostet es auch noch einen Haufen. Ja, genau. Es hat einfach schon ganz einen Haufen dazu geführt, dass es an den Punkt gekommen ist. Und dann braucht man eigentlich Zeit, um das wieder umzureissen. Und die Zeit, die nehmen wir uns auf dem Schiff und haben eine hohe Qualitätsanforderung auch an die Arbeit, die gemacht wird darauf. Das ist nicht einfach Ferien machen, sondern das ist ein grosser Anspruch an die Betreuer, die darauf leben, die mit den Jungs arbeiten, die auch als nautisches Personal, die segeln. Das sind grosse Verantwortung, die übernehmen in dieser Zeit. Und das kostet natürlich dann auch sein Geld. Ja. Wird man auch bestraft, wenn man sich nicht richtig verhält? Ja, auf jeden Fall. Mal.
Wie sieht so eine Strafe aus? Deckschruppen, oder? Ja, da wird zum Beispiel wieder geschwommen. Aha. Oder, genau. Ich möchte gerne bestraft werden, ich würde gerne schwimmen. Ja, ich sage jetzt mal so, wenn man morgen schon mal 10 Runden geschwommen ist, dann reicht es eigentlich für einen Tag. Ja, oder zum Beispiel, wenn man mal einen Ausflug macht an Land oder so, man geht Fußball spielen, ist man eigentlich immer sehr gerne dabei und es tut eigentlich schon weh, wenn man dort auf dem Schiff muss putzen. Genau, ja, das ist schon so. Ja. Wenn man jetzt an einen Ort anlegt und man sieht die Möglichkeit, jetzt könnte ich eigentlich gehen, das wäre alles viel einfacher, nicht auf das Schiff zurück, die Lampe zu haben mit der Leiter und müssen zu folgen und zu parieren. Wie manchmal ist dir das durch den Kopf? Ja, mir persönlich nie, wirklich nicht. Mir hat es da mit der Zeit auch einfach gefallen dort. Also es war ein Rahmen, der mir gut getan hat. Klar hat es immer eine Serie gegeben, die auf die Idee gekommen sind, aber ich sage jetzt einmal, wenn man ein bisschen weiter überlegt, dann merkt man auch, dass das eigentlich gar nichts bringt. Weit kommt man nicht, wenn man irgendwo auf einer einsamen Insel ist und nicht Robinson werden, oder? Von dem her. Ja, das ist so. Ja. Wie ist eigentlich die Erfolgsquote, Mario? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir nämlich nicht genau wissen, an was wir es messen sollen. Wir begleiten die Jugendlichen über 5, vielleicht auch noch längere Jahre und sehen, wo das hingeht. Wir sagen intern, so etwa 60% schaffen den Weg zurück in einen geordneten Alltag, aber der sieht nicht so geradlinig aus, wie wir uns den vorstellen. Das heisst, du bist ungefähr ein Jahr auf dem Schiff gewesen. Genau. Das Zurückkommen, wie war das gewesen? Zurück wieder in die alte Umgebung, zurück vielleicht wieder in die alten Muster. Ja, also es ist sicher nicht einfach, weil es eigentlich erst der Start ist. Also es ist noch nichts eigentlich gemacht. Das Schiff ist dann für mich eine ideale Möglichkeit gewesen, um mich dann ein bisschen formen, ein bisschen selber zu finden, ein bisschen herauszufinden, was ich will. Und dann geht es eigentlich erst richtig los, oder? Und da bin ich mit drin und ich habe das Gefühl, es ist eine Illusion, wenn man würde sagen, es passiert nie mehr etwas. Also es geht immer wieder, dass man auch wieder mal das Tief hat oder wieder bessere Zeiten. Aber ich sage jetzt einmal, es ist wichtig, wenn man ein Ziel vor Augen hat und wenn man sicher arbeiten kann und was weiss, ist dein Ziel? Woran das man ist. Ja, mein Ziel ist sicher, ja, erfolgreiches Leben, glücklich zu sein, ja. Du machst jetzt eine Lehre im 3. Lehrjahr, lehrst du Koch. Genau. Da geht es ja auch wieder darum, sich in eine Struktur einzugliedern, auch einen Vorgesetzten zu haben, der sagt, wie er möchte, dass gekocht wird. Wie schwer fällt dir das jetzt, nach dieser Erfahrung jetzt auf dem Schiff? Das fällt mir eigentlich nicht so schwer, weil das ist aus dem besteht eigentlich das ganze Leben, oder? Dass man muss sich immer wieder irgendwo eingliedern oder man ist wieder neu, wenn man an einen anderen Ort herkommt. Und das fällt mir das Gefühl eigentlich ziemlich gut, dass ich dann auf andere hören kann und mich ins System einfügen kann. Also das Schiff wirkt jetzt, wenn ich ihm zuhöre, wie eine Wundertüte, wo da plötzlich ein neuer Mensch daraus rauskommt. Wie wichtig ist die Nachbetreuung? Ich glaube, die Nachbetreuung dort fängt erst wirklich an, was man auf dem Schiff auch Kurswechsel eingeleitet hat. In der Nachbetreuung dort zeigt sich, was ist verinnerlicht worden. Dort zeigt sich, haben sie wirklich das Ziel, etwas zu erreichen im Leben, oder ist es einfach nur gesagt worden, damit man so schnell wie möglich heim kann. Dass man seine Wochen erfüllt hat und dann ist die Zeit vorbei. Was ist die Mindestdauer, wo man sagt, es lohnt sich jetzt passiert etwas mit dem jungen Menschen? Die Jugendlichen müssen 40 Wochen erfüllen. Das heisst, jede Woche wird bewertet. Wenn sie nicht erfüllt ist mit einem 4,0 oder drüber, dann ist sie nicht bestanden. Das heisst, man muss klare Ziele erfüllen. Ja. Und was ist die Strafe, wenn man es nicht erfüllt? Länger bleiben? Um eine länger bleiben. Um die man nicht erfüllt hat. Ja. Das kann dann schon mal 80 Wochen gehen. Ui, aha. Dann wird die Ausbildung ein bisschen lang. Genau, ja. Aber wenn sagt man, jetzt bringt es gar nicht mehr, jetzt kannst du heim und vergiss es. Ja, das merkt man sehr schnell. Also wenn eine Fehlplatzierung jetzt zustande gekommen wäre überhaupt, wenn es durch die Vorbereitungsphase durchgegangen wäre, dann merkt man sehr schnell, ob es geht oder nicht, in den ersten paar Wochen. Und nachher, nach 80 Wochen, überlegt man sich auch, hat das noch einen Sinn? Wie ist die Entwicklung in dieser Zeit oder macht es einfach Sinn, noch mit anders weiterzumachen? Du hast gesagt, ja, klare Ziele. Wenn du jetzt noch einmal so la Revue passieren, was bei dir sich geändert hat, was dir das Schiff gegeben hat, was war das Wichtigste gewesen? Ja, das Wichtigste ist,
also ja, Perspektive. Dass man weiss, woran das man ist, dass man ein Ziel hat. Es hat mir den Rahmen gegeben, den ich gebraucht habe, eben auch mit Leuten, wo ich mal ein bisschen länger zusammen arbeiten durfte. Wo also ich mich Kontinuität auch in der Beziehung? Ja, auf jeden Fall. Wo ich auch dann mehr eigentlich, wie soll ich sagen, mehr zulassen für mich selber. Oder? Weil ich muss auch zuerst jemanden kennen und mir da etwas ein bisschen zu sagen. Auch gewisse Sicherheit zu haben, dass der das ernst meint mit dir und dass es der anderen Person auch um eine Zuwendung geht. In dem Sinn, oder? Ja, das sind eigentlich fast Freunde geworden zwischen Betreuer und jetzt ihm als blöd gesagt Klient. Ist das eine Entwicklung, die sich oft so abspielt? Ja, wir sehen das heute jetzt nicht mehr so häufig, ab und zu mal noch. Ja, das ist so, weil wir sehr fest auf den Faktor Beziehung setzen auf dem Schiff. Wir wollen eine echte Beziehung auch mit diesen Jugendlichen in dem Sinn anbieten und leben, ihnen das zeigen, aber es zeigt sich natürlich nicht bei jedem gleich, dass man dann am Schluss das auch noch weiterzieht in der Schweiz. Aber gewiss weit würde ich sagen, ist es auch fast nicht anders möglich, weil man so eng zusammenarbeitet. Oder? Man muss das Vertrauen aufbauen und das ist eben nicht nur ein Lehrer-Schüler-Vertrauen, sondern es ist ein Menschenvertrauen letztendlich. Du hast mich sehr beeindruckt, Dominik, und ich hoffe, du bleibst auf diesem Weg und wir können dich mal feiern, wenn du 16, 17, 18 Go-Mio-Punkte hast und der erste Guide Michelin-Stern. Ist gut. Danke vielmals, Danke, alles Kurt. Gute und wirklich bleib dabei, gell? Merci vielmals, Mario. Von unserer Seite, meine Damen und Herren, wäre es das schon gewesen. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, das Leben ist ein Hochseilakt. Und man bleibt nur oben, wenn man eben nicht schaut, dass alle Stricke reissen. Und das beweisen jetzt auch gerade unsere beiden Artisten. Mit dem NZZ-Format geht es weiter. Wir sehen uns in einer Woche wieder, wo wir absolut Vollgas geben. Etwas zum Lernen, zum Hören, zum Schauen und zum Lachen. Und ich kann eigentlich nur sagen, bis nächsten Donnerstag, gleiche Zeit, gleicher Sender. Ciao zusammen, Pfusen gut. Und jetzt geht es weiter.